Hoi, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Willkommen in unserem Swiss German Online Podcast. So schön, dass du da bist. Wir starten dieses neue Jahr mit einem wunderbaren Wetterphänomen, Parhelia oder Nebensonne. Eine von meinen Studentinnen hat mir letztens ein Foto davon geschickt. Sie war in Zandermatt in der Skiferien, aber an diesem Tag ist sie ausnahmsweise mal nicht Skifahren, weil es zwischen Weihnachten und Neujahr mega viele Leute auf der Piste hatte. Während ihrer Wanderung war es total schön und stimmungsvoll und ich nehme auch an, dass sie mehr Zeit hatte, die Natur um sich herum zu bewundern. Wenn man nämlich auf der Piste ist, muss man immer gut Ausschau halten nach Unebenheiten und anderen Skifahrern, dass einem gar nicht so viel Zeit bleibt, während dem Fahren auch mal einen Blick neben die Piste zu werfen. Das ist etwas, was ich am Langläufeln auch sehr schätze. Man hat mehr Zeit, die Umgebung zu geniessen. Als ich Julia ihr Foto gesehen habe ich zuerst gedacht, es ist ein Wunder. Rund um die Sonne ist ein zweiter Kreis und auf dem Kreis spiegelt sich die Sonne oben, rechts, links und unten gerade über dem Horizont. Auch Julia hat es wirklich als ein Transzendenzerlebnis empfunden. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und gesehen, dass es ganz eine plausible physikalische Erklärung dafür gibt. So etwas passiert, wenn sie in der Luft viel hexagone Wasserkristall hat, wo sich das Licht in einem 22 Grad Winkel drin bricht. An dem 30. Dezember 2025 war sie nicht die Einzige, die so ein Phänomen am Himmel beobachten konnte. Ich habe das vorher nicht einmal gekannt, vergessen dann schon selber einmal gesehen. Und du? Es ist doch immer wieder faszinierend, was meine Studentinnen und Studenten erleben und mit mir teilen. Ich habe in meinem Schweizerdeutschkurs über die Jahre hinweg Leute aus aller Welt gelernt kennen. Von Italien, Spanien, Frankreich, Brasilien, Mexiko, China, Norwegen, Estland, Russland, Polen, der Tschechei, Deutschland, den Niederlanden, Südafrika, vom Sudan, vom Iran, von Australien, Neuseeland, Amerika, Kanada, Israel, Palästina, Schweden, Griechenland, der Türkei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Kroatien, Indien, Sri Lanka. Und ich bin nicht sicher, ob ich da alle Nationen aufgezählt habe. Und jeder bringt seine eigenen Perspektiven und Geschichten mit. Ich lehre ehrlich gesagt so viel von euch. Jede Woche mehr. Und du? Was für wunderbare Momente hast du schon erlebt? Erzähl. Welche Begegnungen sind für dich besonders bereichernd? Hast du schon mal mehr als eine Sonne am Himmel gesehen? Bist du jemand, der immer gerade ein Fotoapparat zückt und ein Erinnerungsfoto macht? Welches ist dein schönste Foto vom letzten Jahr? Kannst du uns eins zeigen, das dir besonders gefällt? Wieso hast du das Bild gewählt? Wie tust du deine Fotos auf die Seite, sodass sie wieder findest? Hast du noch Fotoalben? Druckst du viele Fotos aus oder teilst sie auf den sozialen Medien? Ich finde es mega schön, dass ich mit Schweizerdeutsch nicht nur eine Sprache unterrichte, sondern dabei Menschen begegnen und andere Länder und andere Sitten kennenlernen kann. Schreib mir, teile deine einmaligen Geschichten und wer weiss, vielleicht bist du die Inspiration für die nächste Folge. Dankeschön fürs Dabeisein, auf ein neues Jahr, wo wir viel zusammen lernen, immer besser miteinander kommunizieren und auch herzlich lachen. Bis bald und ein gutes Neues!